Und immer noch sind wir hier im Gruselfieber. Naja, zumindest so teilweise bei Tales of Cestiria. Ich meine, ganz ehrlich, kann dieser kleine Typi, oder wie das Vieh schon da heißt, überhaupt irgendwie gruselig sein? Hm. Oh. Der arme kleine Satansbraten war. Naja, ist natürlich doof gelaufen, aber hey, immerhin ihm geht's gut und ganz ehrlich, Reichtümer und so weiter kann natürlich alle ersetzen. Also, Kopf hoch, kleiner Mann. Oh nee, muss das jetzt sein? Von Station zu Station rennen? Oh meine Güte. Mal ganz ehrlich, wenn der jetzt vorhin Yuma war, wie haben wir ihn jetzt eigentlich befreit? Weil wir haben, also sozusagen den Rüstung bloß den Kopf abgeschlagen. Mehr war der gar nicht. Deswegen bereits, ja, bin befreit. Hm. Okay, ich glaube, das ist unten, ja, okay. Rede, kleiner Mann. Ja, und jetzt weiter. Irgendeine Idee, Alicia? Okay, das Museum. Die haben unseren Einwohner. Jo, wie immer halt. Bei Agatha Christie. Wieder happy, wa? Mein Sohn will halt alleine sein, mein Gott. Ja, ich geh wieder. Tschüss. Attack. Aber cooler Name. まさか芸術への思いから汚れが生まれるなんてね。驚いた。
アタック様を追い詰めたのはハイランドだ。私がもっとしっかりしていれば。汚れはどんな心からも生まれますわ。特に危ないのは他人への憎悪。はい。そして私たち天族は器からの影響を特に強く受けます。俺が汚れを生み出したらみんなもヤバいってこと？全員が氷魔になる恐れがあります。スレイさん、アリーシャさん、人はお二人が考えている以上に力を持つ者に依存し絶望します。自身の理想、そして自分にできることを見誤らないでください。救うべき人間への思いは同志の大敵でもあるのですわかった。だからその堅苦しさが危ないんだって。あ、そうだね。余計な心配ですわね、スレイさんには。心配する前にやろう。私たちにできることをだな。Soweit so gut, aber wir haben immer noch ein kleines Problem hier, und zwar halt der Drache und dann noch ein bisschen mehr. Das ist halt die Frage, Leute, wo ist denn Marlin? Ja toll, wo soll er jetzt hin? Falkwin-Hang, ja, sonst habe ich jetzt nichts mehr. Okay. Lass mal speichern, war es nie eine schlechte Idee. Dann mal überlegen. Sollen wir bereits jetzt gegen den Drachen antreten oder gegen diesen Pseudo-Drachen wohl eher? Mal gucken, levelmäßig jetzt bei 15. Ja, das gefällt mir zwar, ist aber also mal ganz ehrlich, dafür bereits bei Part Nummer 24 sind es Level 15 doch recht bescheiden. Also weiß nicht, ob du vielleicht sogar für einen Endboss hier erst nur Level 40 oder so etwas brauchst, oder sogar noch tiefer. Aber grundsätzlich würde ich jetzt mal sagen, so beim Tales-of-Spiel beim Endboss sollte man schon so bei Level 50, 60, gar schon 70 sein. Da hat er gerne mal ein Tales of Symphonia. Krass, so auch klappt, weil da hat er gerade vorhin wegen den Spinnweben und so. Man könnte es mal testen, aber das wirklich klappt, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wo waren noch welche? Ich weiß, theoretisch waren die ein bisschen überall, aber man soll auch schon gucken. Ja, so hoffen natürlich schon, dass wir dann zügig vorankommen, mit dem Level vor allem. Nicht, dass es irgendwann plötzlich mal heißt, nö, du bist so schwach und so, du musst erst 10 Level höher haben. Dann kannst du ja weiter. Denkt man natürlich schon so, verdammt, kann ja mal nicht sein. Gehst den ganzen Weg ganz mal entlang und so, und dann plötzlich, nö. Brauchst ein höheres Level. Muss doch immer noch einer. So, die Flammen der Reinigung war. Anders kann man das gerade nicht erklären. So, ich schätze mal, der Kleine nimmt noch keinen Bock auf uns. Meine Leute, Bose und Marlin. Natürlich. Da hat es, glaube ich, nichts mehr. Okidoki. Ja, leitere die Bosheit in Marlin, du sollst mich läutern. War noch überall einer. Bosheit. Tschüss. Dämliche Bosheit. Jo, das macht ihr geil, Leute. Mal gucken, ob hier noch irgendetwas war. Oder soll ich vielleicht mal lieber wieder... Waffenschmied. Hat noch etwas zum Verschmelzen, war? Wenn ich mich richtig erinnere. Sein Monitor mit der hier. Jo, Erdring, nehmen wir also nichts machen. Also so zu wenige. Kaltstift können wir noch testen, war? Jo, sehr gut.
Dann machen wir hier die Seine-Montur noch mit der anderen. Verschmelzen. Noch viel krasser. Dann haben wir den Shaming Speer, jeweils 75. Geht es auf 180. Naja, das ist gerade sehr viel, aber ein bisschen mehr Power kann nie schaden. So. Jetzt haben wir theoretisch noch die Bernsteinstiefel, aber nee, das ist. Kampfstiefel sind schon auf Max. Ganz kurz Ausrüstung checken, sonst kann ich doch mal das eine oder andere verkaufen wieder. Der Fokus noch ein bisschen. Der Fokus sinkt um 13, die Power steigt noch ein bisschen. Ne, lohnt sich nicht. Das wäre auch ein bisschen fehl. Die Kampfstiefel. Ne, um 20 Angriff runter. Niemals. Ist im Leben, Entschuldigung. Erdring, nö. Seilmontur, nö. Haarband, Kalzit-Haarband. Da geht zwar die Defense und die Art-Defense hoch, aber der Art-Angriff runter. Es geht noch ein bisschen hoch. Ne, lohnt sich auch nicht. Der schäbige Speer. Den hier kann ich auch verkaufen. Kampfstiefeln. Lohnt sich auch nicht. Gut. Ja, wir sind bald durch, Leute. Keine Sorge. Wir sind bald durch. Ja, Erdring plus 1. Aber so ist ganz Ding klauen, war. Ja, so ist er hier. Also er müsste schon eigentlich derjenige sein, der am meisten Power hat und vor allem am meisten aushält. Was braucht Layla eigentlich noch so? Ja, Layla finde ich auch eine seltsame Figur momentan noch. Also irgendwie kommt es mir so vor, als wäre sie die klügste und erfahrenste von allen und doch dann irgendwie wiederum, als wäre sie, naja, wie soll ich sagen? Sie weiß, ja, sie hat, wie gesagt, eben Erfahrung, sie weiß, was irgendwie alles abgeht und so. Aber trotzdem scheint es mir einfach nur so, als wäre sie relativ schwach im Vergleich zu den anderen halt. Ist noch ein bisschen Apfelgummi für uns. Jo, dankeschön, so ist immer geil. Mal gucken. Natürlich, ob gerade etwas Neues war, ist klar. Kalzitstab, Azurblau, ja, kann man das mal kaufen, wa? Jetzt haben wir noch einen? Krass, ey. Kalzitweste, ich habe noch einen im Besitz. Ja, okay, trotzdem mal gekauft. Nö, kein Ausrüsten bitte. Ein Watering. Kann ich nur einen nehmen, wa? Verdammt Mist. Kann alle tragen. Brennender Ansturm, da geht bei 2. Ja, mal kaufen, weil wir können nachher eben noch alles angucken. So, dann mal schauen hier. Oh ja, Angriff plus an der Verteidigung. Naja. Kalzitweste von ihm war, aber der Fokus, dass der so runter geht. Nur jetzt können sie tragen, wa? Wieso eigentlich nicht? Wann geht natürlich halt die Defense hoch, die Angriffe sind runter und hab's nach Versowing, kann er die tragen. Und die können es ja noch miteinander fusionieren lassen, aber ne, bringt dann wirklich gut. Watering für die Defense, ne, bringt es bei ihm auch nicht. Der Ansturm. Direkter Angriff, dafür geht der harte Angriff hoch. Genau, den Schirm, okay. Schwierige Speer lassen wir. Bernsteinmontur, da ist auch alles gut. Oh nee. Nicht ganz so einfach, wa? Muss natürlich ein bisschen die ganzen Werte abchecken. Da geht der Angriff hoch. Wie sieht es mit Wasserring aus? Da geht die Defense runter. Da kann ich auch miteinander verschmelzen lassen. Gut. Das ist der Einzige, der irgendwie Stäbe trägt.
So gesehen passt das. Nicht die von ihr geben, der Fokus. War nicht unbedingt Fokus? Nee. Klar, sie als Feuer ist klar, kriegt irgendwie Wasser. Mhm. So sehe ich auch aus. Das ist halt hier die Frage. Waffen verschmelzen. Der mit dem, der klappt natürlich. Sind wir uns alle einig. Die Weste mit der Weste wird auch gehen. Aber könnte ich auch Kalzit mit... Oh Gott, mal testen, wa? Ich glaube sogar Kalzitstiefel plus 2. Krass. So, wird langsam ein bisschen teuer. Verkaufen. Erstmal geht das Schwert weg. Dann die Weste. Ring warten trotzdem keiner war. Meine Art der Verteidigung geht hoch, aber alles andere dafür. Ja. So, das auch. Wieder ein bisschen Kohle. Sehr schön. Apfelgummi, Rosmarin, die Art Angriff von 2. Gut. Direkt noch ausrüsten. Das heißt, hier Rosmarin. Der Arteangriff braucht einen Gefallen. Unsere geilen Seraphen. Oh, Seraphim war heißt ja offiziell. So, eben noch nichts. Okay. Dann zum Abschluss der Folge nochmal ganz kurz nachschauen. Wo haben wir noch irgendwo diese Schatten-Hundsköpfe, wo ich sie als Drachen betitelt habe? Naja, da ist noch einer, wissen wir. Da müsste nochmal irgendwo einer sein, da müssen wir eigentlich langsam haben, wa? Hö. Ich frage mich immer noch, wieso kann ich nur Feuer einsetzen, noch kein Wasser und keine Erde? Gab es immer mal, weiß auch nicht, irgendeinen Hinweis dazu, wieso es noch nicht geht? Oder habe ich da irgendwas übersehen? Oder geht es echt erst später? Ein bisschen crazy ist es ja schon, weil man so ehrlich... Hallo? Ein bisschen ehrlich ist. まあこんなもんか。目につくハウンドドッグは倒せたようだな。疫病も少しは落ち着くだろう。一時しのぎかもだけど。無駄ではありませんわ。汚れもある程度払えましたし。Das ist doch schön. 結構払えたかな。ええ、かなり。でもパピーを下に下ろす方法を見つけないと。スレイ、大樹の元へ行ってくれない？うん、わかった。Ich habe eine Ahnung, was sie vorhat. Ich habe eine Ahnung und daher sage ich, speichere immer noch mal ganz kurz. War gerade hier um die Ecke, war genau. Gut, nochmal ganz kurz speichern und dann bin ich wie gesagt gespannt, aber ich habe eine Vermutung, was sie vorhat. Und ich fürchte, es wird schmerzhaft. Die gute Edna, unsere Pseudotoph aus Avatar. So, richtig lustig. どうするんです、エドナさん。ここで待って。どなたをです？私をよ。決まってるでしょ。 Und so warten wir. どこ行っちゃったのかな、エドナ。まったく勝手なやつだよ。ういだって。お待たせ。何するんだ。俺。アタック様。 撤退に来たで。うちの力がお役に立つらしいやんか。そうか。アタックの力を僕の矢に合わせればパピーを撃ち落とせる。エドナハンがみんなが頑張ってるって教えてくれはったんや。町が元気になればな、芸術を愛する心も戻るはずや言うてな。 ありがとう、エドナ。いいや、思いついただけよ。
いらっしゃいましたわね。まずい、この暗さじゃ奴の姿が。だからいいのよ。大暴れしても人間には見えないもの。そこまで考えて。じゃあどうやってあいつを捕らえるかも。それは知らない。今夜は満月のはずだ。月明かりさえあれば。雲は流れてるな。探しましょう。月明かりを利用できる射撃位置を。Mit der Kraft des Mondes! Dort will hier sein oder was? ここだな。アタックさん。はいなー、パワーガンナルビン。くぬぬー、すっごい力や。一発しかお助けできへんわ。一発で十分だ。スレ、狙いは僕が。ああ、タイミングは任せろ。今だ。さすが。まだここからが本番だ。Der Drache ist sauer! Der 5 ein Jungdrache, Drache, Flügel Level 20. Widerstand gegen alles, was wir aufbieten können. Uns fehlt der Wind. Oh oh, Leute, Jo, das wird aber richtig heikel und ja, wie es genau weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Episode. Bis dahin, ciao zusammen!